Ich hoffe, liebe Zuseher, Sie haben mit den vielen klassischen Zitaten und Aphorismen, die ich so gerne anwende, auch ein wenig Freude, so viel Freude wie ich. Und vielleicht sehen Sie genau auch den Sinn darin, der mir sich schon eröffnet hat, nämlich dass Zitate, die sich Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja sogar, wie Sie dann später bei einem hören werden, Jahrtausende halten, dass das Zitate sind, die so viel Wahrheitsgehalt haben müssen, dass sie über die Generationen auch wirklich weitergegeben werden. Denn ein Zitat, das kaum funktioniert und auch nicht stimmt, wird sehr, sehr bald verschwinden. Also schauen wir doch, vielleicht können wir uns aus diesen vielen klassischen Sprüchen, Zitaten von berühmten Menschen auch noch etwas nehmen. Eines habe ich jetzt zum Anfang wieder für diesen neuen Videoclip. Mit Kummer kann man durchaus alleine fertig werden. Aber um sich aus vollem Herzen freuen zu können, muss man die Freude teilen. Das sagt Mark Twain. Und ich möchte nun ein kleines Thema zum entspannt Interagieren, unserem Videoblog, hier aufgreifen und dazu mit einem Fallbeispiel beginnen. Ein sehr lieber, kooperativer Kollege, der an einer ebenso kooperativen Schule gearbeitet hat, wo ich die Ehre hatte, eine Klasse zu betreuen, wo mir dieser Kollege eben gesagt hat, bitte kommen Sie zu mir in die Klasse, ich kann mit denen nicht mehr. Wenn ich da rausgehe aus der Klasse, bin ich jedes Mal total erschöpft und es macht mich eigentlich nicht froh und nicht glücklich, mit diesen Kindern zu arbeiten. Kinder dürfen wir hier kaum mehr sagen, wir reden hier von 14-Jährigen. Und ich habe diesen Kollegen, bevor ich noch in der Klasse mit ihm arbeiten durfte, als Zaungast hinten gesessen bin, um hier coachen zu können, habe ich ihn kennenlernen dürfen anlässlich einer Weihnachtsfeier. Und ich habe ihn kennengelernt als jemanden, bei dem die anderen Kolleginnen und Kollegen herumgestanden sind, weil es dort so lustig war. Dieser Kollege hatte ständig irgendeinen Scherz auf den Lippen und man hat um ihn herum ständig zu lachen gehabt. Das Erstaunliche für mich war der Beginn, im Januar in seiner Klasse arbeiten zu dürfen und ihn in der Interaktion mit den Kindern zu erleben. Ein sehr ernsthafter Mensch, der mit recht viel Zurechtweisungen, Maßregeln, Strafpredigten und einer neuen Maßregel auch wieder bei der Hand war. Und es ging relativ straight, wenn man es so sagen darf, aber sehr, sehr pragmatisch und außergewöhnlich ernst in seiner Klasse zu. Also schon beim Reinkommen gab es Ermahnungen, wieso das Kind am Klavier sitzt, wo es doch das nicht darf und es solle sich doch anders verhalten. Und sehr viel Kontrollabgabe. Wer ein früheres Video von mir gesehen hat, wo das Heft aus der Hand geben sehr oft der Fall ist, dieser Kollege hat das dauernd getan. Seine Kontrolle an das Kind, an den Störenfried übergeben. Nun, lange Rede, kurzer Sinn, an diesem Fallbeispiel mögen Sie erkennen, ein Mensch, der tatsächlich die Fähigkeit, das Potenzial hat, lustig zu sein, die Menschen auch mitzureißen, hat diese Fähigkeit in seiner Interaktion als Pädagoge gar nicht angewandt. Er hat sie einfach irgendwie außen vor gelassen und danach also auch das Gefühl gehabt, in dieser Klasse ist eigentlich nichts, worüber man lachen kann. Nun, ich habe ihm dann versucht, einen neuen Blickwinkel zu geben, den Blickwinkel, den ich vielen der Eltern, die zu mir kommen, aber auch Lehrer, die Folgendes sagen. Ein Blickwinkel, den ich ihnen so gebe. Wenn ich höre, dass es wo soll ich denn noch Spaß anwenden? Ich verstehe schon lange keinen Spaß mehr. Wenn die Kinder so sind, wie sie sind, wo soll ich denn da noch? Meine Kinder sind so anstrengend und da soll ich noch lustig sein? Darf ich Ihnen einen anderen Blickwinkel zu diesem Thema Spaß geben? Schauen Sie, Spaß, so wie Mark Twain es sagt, muss man teilen können. Oder wie ein jahrtausendealter Spruch, der von Kung Fu Se stammt, unter Konfuzius bekannt geworden, 478 vor Christus soll dieser Spruch entstanden sein, der sagt, Spaß ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und da gibt es natürlich auch Veränderungen, Liebe sei das Einzige, die sich verdoppelt, wenn man es teilt, aber alles geht auf diesen Spruch zurück. Das ist etwas, das man nicht mehr verlieren sollte und erst wenn man es verloren hat, dann wirken die Kinder anstrengend. Das wäre mein Zugang. Also wenn immer Sie die Möglichkeit nicht mehr haben, Spaß wirklich zu teilen, dann kann es passieren, dass Sie die Interaktion mit Kindern oder eben die anstrengenden Settings mit einer ganzen Klasse als anstrengend empfinden. Gut, wollen wir also versuchen, das nicht nur als noch etwas theoretisches Beispiel zu verwenden,
diesen Fall, sondern wir wollen ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich habe mir hier gedacht, wie ich es in meinen Büchern, zum Beispiel im Buch Entspannt erziehen, da habe ich versucht, Spaß in Level aufzuteilen, in verschiedene Skills, die man haben kann und wie man den Spaß tatsächlich wirklich auch anwenden kann, sodass er wirklich konsequent zum Stilmittel, zum erzieherischen Stilmittel wird. Schauen wir uns den Level 1 an. Level 1 nenne ich Mitmachen. Sehen Sie, auch hier ein kurzes Beispiel. Eine liebe Kollegin, die sagt, ununterbrochen machen mich die Kinder schon ganz unrund, wenn sie mit ihren Papieren schmeißen. Ganz am Anfang der Stunde schmeißen sie dauernd mit Papieren. Die haben sie von der Pause und dann werden Papiere geschmissen. Ich ärgere mich maßlos und das hört nicht auf. Nun, ich habe gesagt, was wäre denn, wenn Sie sich den Spaß-Level 1 einfach einmal als Blickwinkel eröffnen und es versuchen. Machen Sie doch einmal mit. Und ich habe natürlich berechtigterweise gleich die Frage bekommen, sagen Sie, verliere ich denn da nicht das Gesicht? Geht denn dann nicht meine Klasse ins Chaos über? Und hier fordere ich Sie ganz herzlich auf, denken Sie doch mal nach, versuchen Sie doch mal reflektiv eine dieser Situationen, wo Sie sich bisher aufgeregt haben darüber, dass Sie Kraft gekostet haben mag, einfach mitzumachen. Denken Sie doch so, wie die eine Mutter, der ich folgendes Beispiel gegeben habe. Sie hat eine 5-jährige Tochter, die dauernd den Papierkorb, Gott sei Dank nur mit dem Papier, ausräumt und im Haus verteilt. Und das war eine Mutter, die sich sehr ärgert, wenn überall was liegt. Für sie war es besonders schwer, dabei einmal mitzumachen. Ich habe einem sehr gestressten Vater, der Manager ist, erklärt, wenn sein Sohnemann 4 Jahre schon wieder die Türklingel außen probiert, weil ihm die so gefällt, der Klang ist so toll und er sagt, hör auf damit, das hält ja keiner aus. Ihn gebeten, das Klingelmuster einmal mitzumachen und sagen, hey, dün, 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 klingt gut, finde ich toll. Und in der Klasse einmal gesagt, Freunde, ihr schmeißt die Papieren, wo sind Papieren, gebt mir eines. Was denken Sie, wird nun passieren, wenn Sie dies ganz vorsichtig in Richtung kindliches Denken kanalisieren, wird Ihnen Folgendes bewusst, und ich möchte Ihnen das gerne bewusst machen. Wenn Sie den Spaß mit Kindern teilen, was denken Sie, wird der Spaß oder das Tun um diese Sache, Papier, Lärm, Ausräumen, sich fehlverhalten, Wasser spritzen, wird das länger dauern oder wird es schneller vorbeigehen? Ich löse es Ihnen gerne auf, für Sie hier an den Schirmen. Wenn man Spaß teilt, macht er schneller satt. Ich habe Ihnen das schon gesagt, Spaß verdoppelt sich, wenn man ihn teilt, aber er macht auch schneller satt. Der Bub an der Klingel wird plötzlich sagen, oh, das war toll, denn es kommt noch etwas dazu. Papa hat mich wahrgenommen. Mama hat mit mir das Papier ausschmeißen gespielt. Es wird ein Spiel und kein Fehlverhalten mehr. Die Lehrerin hat mit uns Papieren geworfen. Sie hat mitgemacht. Ich hatte sogar einer Mutter das erklärt, die dauernd mit ihren Kindern geschimpft hat, dass sie hinten im Auto so fürchterlich viel Schabernack treiben, dauernd laute Töne von sich geben, jodeln und schreien, hört auf oder ich bleib stehen und ihr müsst aussteigen. Und ich habe gesagt, halt, halt, liebe Mama, machen Sie doch einmal dieses Johlen mit, klinken Sie sich ein. Und in wenigen Sekunden mit dem Johlen zu dritt war es vorbei. Die Kinder haben mitgemacht und haben sich angenommen und akzeptiert gefühlt. Jetzt kommt aber noch etwas ganz Entscheidendes bei diesem Spaß mitmachen dazu. Denken Sie doch, wie schwer es Ihnen fallen wird, sich über etwas aufzuregen, das Sie selbst schon mitgemacht haben. Sie nehmen sich damit einen Druck, eine Spannung heraus, die Sie zuvor gehabt haben. Sie haben selbst den Lärm gemacht, gut, wie soll ich mich später darüber aufregen? Sie sind schon ganz stark in die Richtung entspanntes Interagieren unterwegs, wenn Sie das nur einmal gemacht haben. Dazu ist aber ein Tipp, den ich Ihnen hier als Schlagwort noch dazu gebe. Bitte lassen Sie sich getrost darauf ein. Auf das muss man sich einlassen können. Oder, wie ich es gerne sage, Sie dürfen sich darauf einlassen. Ganz wichtig aber bei diesem wie auch den beiden nächsten Tipps etwas, das Sie natürlich hier als sozusagen für sich selbst als Entscheidung herannehmen sollten. Zum Ersten sollten alle diese Dinge zu Ihrer Persönlichkeit passen. Das heißt, ich gebe Ihnen hier mit den Tipps einen, ich will es mal nennen, wie Vera Birkenbiel es sagt, pädagogischen Supermarkt. Ich fülle Ihnen die Regale an und Sie dürfen aus dem Regal das nehmen, was Ihnen gefällt.
Und Sie sollen halt schauen, ob das zu Ihrer Persönlichkeit einfach dazu passt, ob Sie das so machen können oder wollen. Aber denken Sie dran, wie der liebe Kollege, vielleicht sind Sie ein witziger, durchaus fröhlicher und spaßiger Typ und wollen das einfach und tun es aber zu selten. Machen Sie mit Ihren Kindern mit und selbst in der Klasse, im Kontext in der Schule, werden Sie Ihr Gesicht dabei garantiert nicht verlieren. Glauben Sie mir auch oder vertrauen Sie mir hier. Wenn Sie mitgemacht haben, haben Sie die Möglichkeit, früher den Spaß zu beenden oder anders gesagt, es positiv zu steuern. Und das ist bereits der zweite Level, wie ich es nenne, die zweite Stufe des Spaßes. Hier können Sie als Fortgeschrittene Spaß als positive Steuerung verstehen. Wie meine ich das? Erstens, wie gesagt, nach dem Spaß ist die Steuerung leichter, weil es eben kürzer wird. Und alles, was Sie bis jetzt vielleicht beschäftigt hat, unter Umständen viel Kraft gekostet hat, Ressourcen, die Sie verbraucht haben, können Sie auch spaßig verstehen oder eben mit Leichtigkeit sehen und hier versuchen, das Positive aus dem Negativen herauszuholen. Sie kennen sicher schon meine Ansätze, die sagen, wir sollten in der Erziehung generell nicht versuchen, das Negative auszutreiben, sondern das Positive zu fördern. Und eigentlich das Positivste an den Kindern ist, dass sie Spaß verstehen. Und wenn Sie Spaß in dieser Form anwenden, wie ich es zum Beispiel schon mit dem Störenfried gesagt habe, du darfst das machen, aber in 2 Minuten und 40 Sekunden, ist das schon eine Art positive Steuerung. Sogar bei den schlimmsten Verhaltensweisen, bei dem Fehlverhalten, das uns besonders stört, haben wir noch das Potenzial, etwas Positives darin zu sehen und genau die positiven Anteil, den positiven Teil an diesem Fehlverhalten noch zum Steuern zu verwenden. Wenn Sie sich vielleicht an einem meiner Videos erinnern, wo ich über das fluchende Kind berichtet habe, das den Lehrer schimpft, wenn er kommt. Und wir haben dann bemerkt, dass es sprachlich sehr gewandt ist und haben das Positive herausgeholt. Und das mit etwas Augenzwinkern, sehr, sehr spaßig. Er hat sofort sich auf das eingelassen und hat statt dem Schimpfen einfach mit diesem Spaß sich sozusagen mit die Spannung selbst herausgenommen. Das wäre Level 2. Und der dritte Level ist dann, wenn Sie Folgendes beachten, etwas ganz, ganz, ganz Tolles als pädagogisches Stilmittel. Beachten meine ich dieses hier. Spaß in jedem Fall, ob Sie mitmachen, ob Sie ein Kind wirklich aus tiefstem Herzen heraus positiv steuern wollen, anstatt das Negative zu sehen, soll mit nur einer einzigen Sache einhergehen. Und das kennen Sie von mir schon. Das ist die berühmte Authentizität oder wie Pestalozzi es sagt, die Wahrhaftigkeit. Machen Sie doch mit, aber nur bei einem Spaß, den Sie selbst aus tiefstem Herzen, nein, noch mehr aus dem Bauch heraus, wirklich selber auch empfinden können. Es muss Ihnen Spaß machen, diese Papillen zu verteilen und danach ein Spiel zu beginnen, wer ist der Turboaufräumer, wer ist der Schnellste mit dem Mistkübel und alles ist wieder sauber. Alle diese Dinge sollten Sie selbst auch wirklich empfinden können, wie gesagt, Ihrer Persönlichkeit entsprechend. Wenn der Spaß authentisch ist, dann wird dieses Mitmachen sehr gut funktionieren. Und genauso authentisch werden die Kinder auch den Spaßentzug empfinden. Und ich empfehle Ihnen als dritten Level für das Arbeiten, für das wirklich didaktische bzw. verhaltenspädagogische Arbeiten mit dem Spaß, den Entzug als pädagogisches Stilmittel anzuwenden. Ein Stilmittel ist etwas, das Sie wirklich verwenden, um etwas zu erreichen, um zu interagieren. Also interagieren Sie doch, indem Sie den Kindern zeigen, wenn etwas falsch läuft, dann empfinde ich keinen Spaß mehr. Dann kann ich momentan euch keinen Spaß geben, weil es mir nicht danach ist. Und ich möchte Sie natürlich jetzt auffordern, sich ganz mutig, gefühlsmäßig darauf einzulassen, wenn Sie Kindern den Spaß wegnehmen. Glauben Sie, wollen Ihnen die Kinder den Spaß wiedergeben? Werden sich die bemühen, dass es wieder Spaß gibt? Oder werden sich die freuen? Na gut, die Lehrerin, der Herr Lehrer freut sich, der hat jetzt keinen Spaß mehr, das taugt uns. Was denken Sie, was passieren wird? Ganz sicher werden die Kinder sich bemühen, ihnen den Spaß wiederzugeben. Jedoch nur, wenn er zuvor authentisch war. Wenn also die Kinder spüren durften, dass sie den Spaß tatsächlich wirklich so empfinden.
wie Sie möchten. Und da ist natürlich ein richtiges Bauwerk entstanden. Sie können sich richtig Stufe für Stufe mit Spaß, und da gibt es natürlich auch noch andere, ich kann ja hier nur wenige Auszüge machen aus dem ganzen, aus diesem Komplex Spaß. Auch Geleotologie wäre so ein Auszug, die Lehre des Lachens, da gibt es etwas Wunderbares, sehr, sehr vieles, das man wissen kann über das Lachen, sogar über das Blödeln, da gibt es mittlerweile wissenschaftliche Erkenntnisse, wie tiefenwirksam, wie psychologisch tiefenwirksam das Blödeln ist und wie viel Tiefe dahinter steckt. Auch das könnte hier noch hineinpassen, immer unter diesem Kriterium der Authentizität. Verwenden Sie es wie ein Bauwerk, bauen Sie Steine aus dem Fehlverhalten. Und hier möchte ich ein Zitat wiederholen, das wir schon einmal verwendet haben und das nach den vielen Leserzuschriften offensichtlich sehr beliebt war. Es stammt von Johann Wolfgang von Goethe. Er sagt, aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man auch etwas Schönes bauen. Danke fürs Zuhören und entspanntes Interagieren wünsche ich.